Fast ein Drittel ihres Lebens verbringen sie im Schlaf. Die Ruhephase und die Träume, von denen diese häufig begleitet wird, machen also einen großen Teil unseres Daseins aus. Im Gegenzug wissen wir allerdings noch relativ wenig darüber, was unsere Träume eigentlich ausmacht und auf welche Grundlage wir in die Traumwelt eintreten. Wenn du erst jetzt auf diesen Kanal gestoßen bist, dann würde ich dir empfehlen, einen Abo dazulassen, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Träume waren in der Menschheitsgeschichte ständig präsent. Früher beeinflussten sie das Handeln der Menschen allerdings noch viel stärker, als es heute der Fall ist. Visionen und Weissagungen, die die Menschen im Schlaf überkamen, wurden oft direkt in der Tat umgesetzt oder lenkten das Handeln maßgeblich. Später entwickelten Wissenschaftler wie Sigmund Freud Theorien, nach den Träumen Zugang zu ungelösten Konflikten eröffnen, während andere in ihnen eine Art Lösungspotenzial für gegenwärtige Konflikte sah. Die Entdeckung der sogenannten REM-Phase Rapid Eye Movement sollten die Traumforschung schließlich revolutionieren. Wissenschaftler erkannten, dass uns besonders in der Schlafphase die intensivsten Träume begleiten. Warum wir eigentlich träumen, ist ein Rätsel, dem die Forschung bereits viele Jahrzehnte auf den Grund geht, da der Schlaf einen großen Teil unseres Lebens ausmacht und dieser häufig von Traumgebilden begleitet wird, erfüllen sie sicherlich einen wichtigen Zweck. Welchen genau das ist, sich die Wissenschaft aber noch uneins. Klar ist dafür, dass die intensiven Träume während der REM-Phase erfolgen, als auch jenen Erlebnisse, an die sich nach dem Aufwachen noch erinnern können. Doch auch während der restlichen Schlafphase träumen sie, wenn auch unbewusst. Setzt man den REM-Schlaf nun gleich mit der Fähigkeit zum Träumen, so sind sogar Vögel und eigene Säugetiere in der Lage, in die Traumwelt einzutauchen. Denn auch bei denen konnte die REM-Phase mittlerweile nachgewiesen werden. Das Rätsel der Träume zu entschlüsseln, das ist ein großes Ziel der Wissenschaft. Die lebendigen Gedanken im Schlaf beschäftigen und faszinieren die Menschheit schon immer. Vielleicht ein Mysterium, das sich niemals komplett auflösen lassen wird. Auch wenn Experten überall auf der Welt in dieser Richtung forschen. Wussten Sie, dass man jedes Gesicht, das in einem Traum auftaucht, schon einmal gesehen hat? Denn jetzt kommen 20 Fakten, die Sie über das Träumen wissen sollten. Fakt Nummer 1. Frauen erinnern sich im Schnitt häufiger an den Traum als Männer. Kinderträume sind fast zu 40% Albträume. Fakt Nummer 3. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Fakt Nummer 4. 90% aller Träume vergisst man. Innerhalb von 5 Minuten nach dem Aufwachen sind 50% aller Träume vergessen. Fakt Nummer 5. Ein Drittel unserer Schlafphase verbringen wir mit Träumen. Neugeborene 50-80% ihrer Zeit. Fakt Nummer 6. 12% aller Menschen träumen nur in Schwarz-Weiß. Fakt Nummer 7. Träume handeln häufiger von negativen Ereignissen als von positiven. Fakt Nummer 8. 70% aller Männer und 65% aller Frauen haben wiederkehrende Träume. Fakt Nummer 9. Erst ab einem Alter von 3 Jahren beginnen Kinder von sich selber zu träumen. Fakt Nummer 10. Warum wir eigentlich träumen, ist noch immer ein Rätsel der Wissenschaft. Fakt Nummer 11. Die längsten Träume dauern zwischen 30 und 45 Minuten. Fakt Nummer 12. Schon bei Föten mit 7 Monaten können Träume auftreten. Fakt Nummer 13. Negative Emotionen treten in Träumen häufiger auf als positive. Fakt Nummer 14. Gehirnströme sind während der Traumphase aktiver, als wenn wir wach sind. Fakt Nummer 15. Auch Tiere träumen, egal ob Säugetiere oder Vögel. Fakt Nummer 16. Während man schnarcht, träumt man nicht. Fakt Nummer 17. Jeder Mensch träumt, auch wenn es manche nicht bewusst wahrnehmen. Fakt Nummer 18. Kinder im Alter von 10 Jahren träumen 4 bis 6 Mal in einer Nacht.
Und Fakt Nummer 19, während eines Traumes ist unser Körper wie gelähmt, damit im Traum erlebte Muskelbewegungen nicht ausgeführt werden. Man nennt sie auch Schlafparalyse oder Schlafstarre. Das waren die 20 Fakten über das Träumen. Wenn ihr eins davon wusstet, dann schreibt's in die Kommentare, welches war. Und bitte vergesst nicht, dieses Video zu teilen, wenn ihr Freunde habt, die nur träumen. Wenn ihr noch mehr Fakten von mir sehen wollt, dann liked dieses Video, schreibt's in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, auf was hier steht. In die Beschreibung verlinke ich noch mein letztes Video, Fakten über Pokémon. Ich danke euch fürs Zusehen, haut rein Leute, euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.